Herzlich willkommen zu den Warlecks von Viva la Movilusion und heute mit einer total verrückten Konstellation, weil wir haben einen Mike temporär ausgetauscht, also das temporär, vielleicht ist es ja so unser neues Ding, wir tauschen immer wieder Leute aus. Ja, so, jetzt habe ich meine eigene Moderation durch meinen eigenen Einwurf versaut, deswegen übergebe ich schnell an Conny. Oh, lecker. Voll in die Eier. Bam. Wir haben auf alle Fälle einen Mike wieder mal ausgetauscht, wie wir es schon bei der 100. Folge gemacht haben, und zwar durch den Seppi. Seppi Habitäri. Ja, grüßt euch. Hi. Ja, hallo. Ich hab mich mal wieder von der Ersatzbank reingeschliert da. Ja, musst wieder mal, der Mike lässt sich entschuldigen, wir bauen mal gleich mal sein Warleck ein für den Monat, und zwar Warleck ist dieser Mai ein Scheißmonat, soll man einfach mal ausrichten. Der ist ein bisschen krank, hat einen geschwollenen Kopf, noch geschwollener als sonst, könnt ihr euch nicht vorstellen, schaut grausam aus, ich find's lustig, aber die anderen nicht so. An der Stelle, Mike, alles Gute Besserung, hoffentlich wird das bald wieder und der Geschwollschell schwellt ein wenig ab. Ja. Und dafür springt halt eben der Seppi mit ein, der hat nicht so einen Geschwollschell. Wobei mit Geschwollene, du hast auch schon mal so Schwellungen gehabt, oder? Ja, aber woanders, eine andere Körperregion. Ich hab eigentlich deine Bumsschwellung gemeint, Seppi. Ach so, ich hab die andere gemeint, aber die existiert ja gar nicht, die hat's nie gegeben. Okay. Also ich schließe mich an dem Warleck von Mike an. Es ist wirklich ein Drecksmonat. Ich weiß auch nicht, was los ist, weil ich fange einfach mal an. Also so frech bin ich halt. Frechtax. Weil es ist die neue Staffel Love, Death and Robots draußen und ich hab's noch nicht gesehen. Das darf wohl nicht wahr sein. Ich hab's auch noch nicht gesehen, aber ich bin ja nicht so, dass ich es unbedingt sofort sehen muss, weil ich find's zwar ganz cool, aber nichts, was ich instant gesehen haben muss. Ich hab mir kurz reingelunzt. Und? Übertrifft also, sämtliche Erwartungen. Also ich hab an die Serie nicht so große Erwartungen, also komme ich ganz gut weg. Ich hab eine Folge hab ich mir angeschaut, die war ganz cool. Und bei der zweiten bin ich noch eingeschlafen. Solange nicht wieder so eine komische Riesenfolge dabei ist, die fand ich jetzt mal irgendwie dämlich. Das der am Strand liegt und dann verwest und sie beschneiden immer irgendwas ab und dann ist weg und so, oder? Ja, genau. Ja, das war komisch. War die nicht recht melancholisch auch die ganze Zeit? Melanchomisch? Ja, die war einfach strange. Also wie halt eigentlich alle Episoden bei Love, Death and Robots sind. Und ich freue mich schon wieder drauf, weil immer so die ganzen kurzen Episoden und dann immer in dem unterschiedlichen Stil, da habe ich voll Bock drauf. Ansonsten habe ich im Mai tatsächlich sau wenig gesehen. Ich habe ein bisschen Elden Ring gespielt, da werde ich aber eine separate Folge mit dem Seppi darüber aufnehmen, wo ich Seppi, dann mein Leid klagen werde. Ja, da freue ich mich schon. Ja, bin gespannt, ob ich es bis dahin schaffe, dass ich aus eigener Kraft einmal einen Boss besiege und nicht immer nur, wenn man kurz mein Schwager schnell hilft. Was ist mit dir? Du bist das schlechteste Spieler aller Zeiten. Vielleicht wird es doch wieder Assassin's Creed spielen oder so. Ich bin nicht der schlechteste Spieler. Ich spiele halt gerne so alles drumherum. Und da kommt man halt trotzdem bei Elden Ring manchmal nicht wirklich weit. Schlechtester Spieler aller Zeiten. Ja, das wird ein langes Gespräch werden, wenn ich ungefähr nur 1,5 Stunden vom Spiel bereden darf, weil sonst gibt's Spoiler-Alarm. Nein, wenn du noch keinen einzigen Post geklickt hast. Nein, also ich habe, glaube ich, schon über 60 Stunden oder so drauf. Und ich bin, glaube ich, relativ weit. Also zumindest habe ich schon alle Gebiete gesehen, bis auf das Schlussgebiet. Und vielleicht schaffe ich das bis dahin noch. Mal schauen. Morgen ist ja Feiertag, also von dem her. Drück dir die Daumen, Kobi. Danke. Ansonsten habe ich so ein bisschen in Nostalgie geschwelgt. Das ist zwar eine Serie, die noch älter ist als ich, aber die habe ich schon vor einigen Monaten oder Jahren gesehen und habe mich köstlichst dabei amüsiert, und so habe ich mir fast wie im richtigen Leben angeschaut. Vom Hans-Christian Müller und vom Gerhard Polt, weil ich festgestellt habe, dass die komplette Serie jetzt mittlerweile auf YouTube drauf ist, und zwar hochoffiziell vom Bayerischen Rundfunk. Ich liebe das. Also Gerhard Polt und Gisela Schneeberger in ihre gewohnten Sketchrollen, die aber auch immer wieder variieren. Viele Sachen von Polt mit dabei, die man auch so einfach kennt. Aber der Humor
wird einfach auch nicht alt. Also ich liebe das. Da ist zwar ganz viel Asylantenhumor und Flüchtlingshumor auch noch mit drin, aber wie man ja merkt, es wird auch nicht alt. Also es kommt immer wieder dann einmal, nur halt mit anderen Flüchtlingen. Ja. Habt ihr das schon mal gesehen? Mhm. Als Kind vielleicht zwangsweise bei meinem Papa oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt lach! Ja. Und du wirst schön lachen. Hör mal Bier und lach! Na, das sind einfach so richtig geile Sachen dabei. Das ist genau mein Humor. Und den Gerhard Polt, den liebe ich sowieso. Ich hoffe, dass der niemals sterben wird und auf ewig einfach weiterlebt und seine Sprüche raushaut. Da wäre ich sehr glücklich. Aber ich befürchte, es wird nicht so passieren. War das jetzt ein Warleck oder ein Beleck? Das war jetzt eher wieder Bärleck. Ja, irgendwie, der Mai ist nicht so ganz mein Monat, ich hab's ja schon gesagt. Zu viel Sachen über die Arbeit und zu viel Sachen auch mit dem neuen Mitbewohner, den wir seit einigen Wochen bei uns in der Wohnung haben, und zwar unseren Hund, den Campino. Hat er immer noch keinen gescheiten Namen gekriegt? Nein, der heißt immer nur Campino. Okay. Warum? Du hättest gerne, dass er Carni heißt. War besser als Schwulpino. Ja, neulich hat einer in der Arbeit dann gemeint, Campino, das ist ja der Sänger von die Ärzte. Ja, den hab ich dann gleich ausgestellt. Seitdem ist er Stelle frei. Ja, weil es ist ganz interessant, wie ich mir das einfach vorgestellt habe, so einen Welpen großzuziehen und wie es dann in der Realität ist. Also es ist so, als hätte man unser haariges Kind angeschafft, das man halt dann auch immer wieder in den Garten austragen muss, dass der Geschäft dort macht. Und das Geile ist, in den letzten Tagen, da wo ich ihn im Büro dann dabei gehabt habe, war es immer so, dass er vorbildlich brav war und dann die Leute immer gesagt haben, Mei, so ein Lieber und ihr habt so ein Glück und der ist so brav und lasst sich ja streicheln und alles und schau mal hier, der macht ja gar nichts, das ist so ein süßer Hund. Und kaum bis bei dem allein, da treibt er die wieder zur Weißglut, weil er sich nicht stark halten kann, weil er dann wieder beißt, weil er dann zwickt. Mein ganzer Arm schaut aus, als wenn ich, weiß ich nicht, von irgendeinem Serienmörder verfolgt worden bin, der mich immer wieder mit dem Messer erwischt hat. Und ja, also für alle, die mit dem Gedanken spielen, dass sie sich einen Hund zu legen, überlegt es euch gut. Überlegt es euch wirklich gut. Es gibt zwar dann also Momente, da kämpfst du mit ihm und dann kuschelt er sich so an die Droh und dann hast du 2 Stunden Kampf vergessen und bist sofort wieder verliebt. Aber jeden Tag hat er seine 5 Minuten und die werden immer länger und länger. Vielleicht sollst du mal spazieren gehen oder sowas. Nicht immer nur in der Wohnung sitzen. Was? Ich habe zu ihm gleich am Anfang gesagt, Junge, du bist der Bürohund, wir gehen nie raus. Ah gut, wenn das Anfang ausgemacht war, dann kann sich eigentlich nicht beschweren. Ja, eben. Ja. Er hat gewusst, worauf er sich einlässt. Eben. Na, es ist ja so, dass du mit einem Welpen am Anfang auch noch gar nicht so viel rausgehen sollst. Also das steigert sich ja irgendwie von Woche zu Woche oder Monat zu Monat um 5 Minuten. Ich weiß nicht mehr genau. Aber es ist teilweise so, dass er selber halt dann nach ein paar Meter schon immer mag. Weil es ist ja viel lustiger, stehen zu bleiben und entweder in der Gegend rum zum Bellen oder halt dann zum Zwicken. Ist er denn mittlerweile schon stubenrein oder zückt er immer nur einen Amber ab? Bei mir ist er immer stubenrein, tatsächlich. Also seit 2 Wochen hat er bei mir kein einziges Mal reingemacht. Aber bei meiner Frau, weiß ich nicht, da entweder sie passt dann zu lange nicht auf oder der Hund ist halt einfach zu aufmerksamsgeil, dass er dann sie denkt, ja, cool, ich bissel jetzt mal auf Couch. Jetzt hätte ich schon gemeint, du sagst, entweder sie macht dann rein oder der Hund, du weißt es aber nicht genau. Ja, das ist ja das Gleiche, wenn man zu dritt im Wohnzimmer ist und auf einmal fängt es zu stinken an und man muss immer auf den Hund schirmen. Es war immer der Hund. Immer, Logo. Das ist echt gut. Riecht er dann selber an seine Schers? Nein, habe ich doch nicht erlebt. Das hat unser Hund gemacht. Der ist da gelegen und dann hast du es gehört so. Und dann hat sie sich unter da gekrochen und dann hat sie wieder hingehauen, so richtig geil, so leck wie Teufel und hat sie einfach umhauen lassen. Na, unsere Hunde haben damals, wenn es dann wirklich mal so einen richtig widerlichen Schorß rauslassen haben, gekrochen, aufgestanden, gegangen. Klassischen Kani-Abzug. Wobei ich bleibe immer sitzen und hoffe, dass bis er jeder gemerkt hat und dann hau ich ab. Das schreit doch noch gescheiter von Runden über Hundeerziehung. Eigentlich schon. Laden wir nur Martin Rütter ein. Schreib's mir auf. Er ist der Martin Rütter. Wie? Du kennst Martin Rütter nicht? Ja.
Du hast ja keinen Hund. Ich bin ein Hund. Ich bin eher für den, wie ist der Caesar Milan von South Park? Natürlich, natürlich. Den brauche ich. Red nicht in der dritten Person von mir, du Schwuchtel. Beste Folge ever. Schaut euch die an, flippt's aus. Schaut euch alle an. Alle an die besten. Ja, genau, schaut euch alle an. Aber das ist die allerbeste, die schaut's öfter an. Ja, also alles, was irgendwie Hundeerziehungstipps technisch was bringt, haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch von vielen Leuten Ohne Hunde gesagt bekommen und mittlerweile müsste da eigentlich schizophren sein. So viele unterschiedliche Tipps haben wir bekommen. Beim besten Tippgeber, da gehen Grüße raus an den lieben Stefan, mit dem, dass wir ihn in die Box sperren sollen und einfach mal wie aus dem Nichts auf die Box draufhauen, damit er dann Angst hat und stark ist. Das hat nicht funktioniert. Der Effekt war, er hat jetzt Angst vor der Box und geht nicht mehr rein. Wer tut denn also was? Warum soll ich denn meinem Hund Angst machen? Was ist das für ein Scheißtipp? Das ist der dümmste Scheißtrick, den ich je so im Leben gehört habe. Das war schon gesagt, geritten hat. Da tust du Der mal, Hund für immer verschissen. ja, da musst du mal, wenn er da liegt und schläft, dann haust du mit dem Fuß voll ins Kreuz ein, dass er Angst hat vom Schlafen, oder wie? Das ist ungefähr der gleiche dämliche Tipp. Ja, genau. Oder was auch super ist, wenn man Passanten trifft und wir haben ja einen Australian Shepherd und die Armen dann verzeihen, mei, ist dieser lieber Husky, so ein schöner Husky und du sagst ihnen dann schon zweimal, das ist ein Husky, es ist ein Australian Shepherd, geil, Huskys haben so schöne blaue Augen und dann denkst du irgendwann, alles klar, da brauchst du gar nicht mehr viel sagen. Und das Beste war dann, man verabschiedet sich dann damit, dass dann derjenige dann sagt, ja, und gell, wenn er mal wild ist, einfach Zeitung zusammenhauen und ihm kräftig nicht drüber ziehen. Weisere Worte wurden nie gesprochen, der gute alte Zeitungsschläger. Ja, genau. Ja gut, dann, wer möchte weitermachen? Ja, unser Gast in die Mitte, oder? Dann, Echt? Seppi, leg los. Genau, der nicht so aufgeschrieben, die Mike darf. Ich fühle mich schon die ganze Zeit, weil so früher in der Schule, wenn, wie hat das geheißen, die Vorträge, die du mal halten, Referat. Und du weißt nie, wann du dran bist und schwitzt schon ganz furchtbar. Für ein Referat hat man doch immer gewusst, wann man dran ist, oder? Ich nicht. Vielleicht habe ich aber auch nicht aufgepasst. Du hast es auch gewusst, du hast es gerade vergessen. Das war ja meistens nicht nur ein Referat, das waren ja mehrere und du hast dann nicht genau gewusst, sind wir jetzt dann gleich dran, hoffentlich brauchen die anderen so lange, dass wir halt gar nicht mehr dran kommen und einfach ein Eins kriegen. Oder wie bei meine Referate, dass ich immer nicht gewusst habe, wie lang spricht der eine und wann komme ich dann dran, das macht mich immer eher nervös. Ich habe Referate über allein gehalten. Bei uns hat es nicht gegeben, diese Gruppenreferate. Und wir haben ja immer gewusst, wann wer dran ist. Das geheißen, Kani, du musst in 2 Wochen, holst du der Referat über, was weiß ich, was ist eh. Das ist, weil die allein im Wald erzogen haben. Du warst ja nicht in einer herkömmlichen Schule. Vergisst du wer gern, gell? Das habe ich jetzt nicht betrachtet, aber das lass mir noch durch den Kopf gehen. Schmerz mir die nächsten Mal nichts drüber. Du Vollidiot. Unbedingt. Sei nett, ich bin der Gast. Ah, stimmt, Entschuldigung. Kriegt der Mike dafür nicht auf den Sack. Oder auf seinen Wasserkopf, auf seinen Geschwollen. Leck. Ich darf das auch lustig finden, wenn ihr es gesehen hättet, aber ich darf es euch nicht sagen. So, jetzt mal wieder zur Sache, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt verzeih. Genau, leg los. Also, ich habe das Monat und mit dem Monat meine ich eigentlich die letzten paar Tage mit einer neuen Serie angefangen und zwar Shining Girls. Auf Apple TV Plus läuft die momentan und die ist verdammt gut. Also mit einer von den besten Serien, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Mit der Elizabeth Moss. Die kennt vielleicht der eine oder andere noch von Der Unsichtbare. Oh ja. Ja. Die spielt da eine junge Dame, die Kirby, und die bemerkt immer wieder so Veränderungen in ihrer Realität. Und du weißt eigentlich nie so richtig, ist das jetzt wirklich passiert oder spinnt einfach nur ihr Kopf und so. Und dann kommt immer mehr auf, dass da jemand involviert ist, der wird jetzt zu viel spoilern. Also sie ist einmal angegriffen worden und dann kommt auf, dass da so eine Art Serienmörder rumläuft und dann spinnt sie das so ein bisschen zusammen. Und der Typ hat irgendwie so eine mysteriöse Fähigkeit. Der ruft zum Beispiel an und kann dann quasi, spielt dann so die Geräusche ein, die in den nächsten Sekunden passieren und macht da lauter so verstörende Sachen mit den Leuten. Und dann versucht sie das mit einem Journalisten das aufzudecken, was da so los ist. Und das ist also wirklich, wirklich, wirklich gut. Ziemlich spannend und einfach eine richtig gute Serie. Kann ich nur empfehlen. Wer Apple TV Plus hat. Sag ich keiner. Ja, die weiß schon. Du musst unbedingt erwähnen, dass die gute Frau eine Archivarin ist. Sowas finde ich immer cool. Stimmt, sie ist Archivarin, aber das ist eigentlich nur ganz kurz. Und dann Ach so. wird sie. Okay. Das heißt, der spannende Teil geht, glaube ich, am Ende verloren. Wenn der spannende Teil des Archivaren da sind, ist ja, dann ist gleich vorbei. Ja, ich finde Archivieren geil.
Ja, genau, produziert wird das Ganze übrigens von der Elizabeth Moss und dem Leonardo DiCaprio und nur 5 anderen. Also da ist ganz schön viel Rang und Namen dabei. Ja, das war das Gute. Schlecht ist, ich muss bei Viva la Movie Illusion aktuell als Gast mitmachen. Ja, das stresst mich ungemein. Danke, Mike. Das Schlechte ist tatsächlich momentan, was mich in letzter Zeit echt aufregt, ist einfach Netflix im Allgemeinen. Das geht mir so auf die Nerven und ich habe es jetzt erkündigt. Punkt. Ja. Aber du hast doch nur in Love, Death and Robots reingeschaut. Ja, genau. Und dann hat es mir gelangt. Nein, Schmarrn. Was? Oh Gott! Nein, mir geht einfach das ganze System mittlerweile so auf die Nerven. Du wirst so mit Dreck zurbombt und es sind so unfassbar viele Serien dabei, die ich einfach im Leben nicht sehen möchte, mir die aber die ganze Zeit unter den Nasen eingrimmen werden. Und ich komme eigentlich jetzt mal, wenn ich mir denke, was könnte man jetzt nice anschauen auf Netflix, muss ich erst einmal eine halbe Stunde sortieren, bevor ich mal irgendwas Geiles wieder komme. Also das geht mir unfassbar auf die Nerven. Dokus über alles und jeden, es sind jetzt nicht alle schlecht, es sind wirklich gute dabei, aber es sind halt einfach zu viel. Dann kämen dagegen, fangen sie so mit den komischen Game-Shows da, wo es Kucheran und keine Ahnung, ob der andere liegt und so ein Mist. Also, Sollten wir uns Squid Game? Ja, genau. Und dann setzen sie einfach immer andauernd irgendwelche Serien ab und machen 10 rein, anstatt dass einfach mal eine ein bisschen verrot reindaten, die sie dann vielleicht auch noch 2, 3 Staffeln zu etwas richtig Geilem entwickeln kann. Aber nein, setzt mal lieber die Säge an und macht mal Elite oder irgendeinen Mist. Keine Ahnung. Bin ich raus, Netflix. Bin ich raus. Ganz schlimm auch noch die Sachen, die bei den Top-Sachen in Deutschland dabei sind. Also so die Vorschläge, was Deutschland gerade so auf Netflix so schaut. Okay. Ich schaue zurzeit relativ wenig Netflix. Ich denke mal, ja, warum denn? Ja, weil ich halt gerade South Park auf Amazon Prime schaue. Sag du schaust dir 20 Jahre die Serie lieber an wie irgendwas auf Netflix. Ich weiß, ich es noch nie ganz gesehen habe, lass mich in Ruhe jetzt. Das hat damit nichts zu tun. Ich freue mich jetzt auf Stranger Things. Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Und, aber ich muss dir auch zustimmen. Ich bin nämlich jetzt seit kurzem allein auf Netflix unterwegs. Also davor haben wir so einen Account gehabt und dann ist das irgendwann gehackt worden und praktisch. Nein, warum? Das war ja zeitlang auch legal. Also das kann man ja dann das war nie legal. War das nie. Das war nie legal. Das war geduldet. Also ich piep's das aus. Oh, genau. Und jedenfalls, der Account ist gehackt worden. Dadurch ist alles, was ich bis dato gesehen habe, weg. Und ich fange praktisch jetzt ganz von vorn um mit meinem Profil. Das jetzt seit 2 Monaten oder so. Und es ist schon so, wie es du sagst, eigentlich für das Geld. Und ich glaube, das kostet mittlerweile 18 € oder so im Monat. Ja, das kommt noch dazu. Ist es schon teilweise mau, was da alles drauf ist. Zumindest der große Account, den du gemacht hast, der kostet 18 €. Ja, oder wenn du halt 4K haben möchtest, das ich gerne habe für Fernsehen und so, dann kostet es auch 18 €. Das ist auch nur in dem großen Account drin, gell? Ja, und das Ansonsten muss ich schon sagen, ich glaube, wenn man einen ganzen Tag Zeit hat, dann ist es schon cool, was man sich da alles anschauen kann. Und sagen wir mal, es gibt eigentlich, das was du gesagt hast, es sind zu viele Dokus, sowas gibt's nicht. Ja gut, aber eins muss ich natürlich sagen, Leute, die den ganzen Tag Zeit haben, abonnieren aber wenn dann überhaupt RTL Plus oder beziehungsweise TV Now. Das ist dann denen einer Metier, da braucht dann Netflix eigentlich nicht eine Kreise. Ja, aber das brauchen wir ja dann bald, weil da haben doch jetzt, haben die nicht mit was haben die jetzt einen Deal gemacht? Kriegen die nicht HBO-Serien? Warner oder so, oder? Oder Warner, ich weiß nicht, die haben auf alle Fälle einen großen Deal an Land, wo man gedacht hat, was, fick dich, für das habe ich doch Sky, warum soll ich mir jetzt ein RTL Scheiß aus auch noch dazu holen? Achso, RTL hat da einen großen Deal gemacht. Ja, irgendwie dieser also TV Now ist ja quasi RTL und jetzt RTL Plus ist ja jetzt quasi ein neuer Streaming-Dienst und die möchten sie irgendwie ein bisschen kultivieren, glaube ich. Okay, also das haben wir einen Monat jetzt gehabt, weil wir uns immer Martin Rütter da angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob wann der neue Deal mit den großen Dingen, ich weiß jetzt eben nicht, ob es das von Warner war oder eben, ob die einen Teil von HBO zu sich gezogen haben, aber ja, sobald das dann bei denen anläuft, dann muss es, ja, habt's mir schon. Ich hoffe, es habt auch Accounts. Aber so grundsätzlich andere Auswahl wie jetzt bei Prime oder so gibt's ja da jetzt auch nicht wirklich. Ist es bei Apple TV Plus dann stark anders, wenn du sagst, dass du das abonniert hast? Es gibt schon mal nicht einmal ansatzweise so viele Inhalte, was ich bis jetzt gesehen habe. Also ich habe es jetzt wirklich erst ein paar Tage und ich habe es mir eigentlich hauptsächlich jetzt wegen Shining Girls und wegen Severance mal besorgt, wenn man die einfach mal anschauen wollte. Und macht da jetzt quasi den ersten Testmonat. Aber was ich jetzt also gesehen habe, es sind
weniger Serien drin, dafür hochwertig produziert mit viel bekannte Leute. Und du hast halt dann immer die Option noch dazu, dass du halt irgendwelche Inhalte dazu kaufst, wie bei Prime und so weiter. Mhm. Das geht natürlich auch. Es ist halt noch nicht diese große Flut, das kann auch irgendwann kommen, wobei, so wie Apple nicht glaubt, dass die jemals Quantität statt Qualität machen. Das passt irgendwie gar nicht so zu einem Selbstbild. Und das hat Netflix halt jetzt irgendwie gemacht. Das ist jetzt irgendwie so der Ramschlan. Da kriegst du halt irgendwie alles neu geschmissen. Ich weiß nicht, also im Vergleich Netflix zu Prime ist für mich Prime nach wie vor der Ramschladen. Ja, stimmt. Also da ist Netflix schon noch etwas hochwertiger, wobei 18 € im Monat schon hart ist für das, was dann an Inhalten drin ist. Also ich schaue momentan auch wieder Stranger Things und muss sagen, das ist schon echt cool und natürlich sind da viele Sachen drin. Wenn man die noch nie gesehen hat, dann ist das natürlich richtig geil, also so Sachen wie Breaking Bad oder so, aber das macht das Netflix allein halt nicht aus. Das stimmt, ja. Ja, um das nochmal zu ergänzen, ist es Paramount, was zu RTL Plus kommt. Ah, okay. Ist mir gerade eingefallen, so. Aber ich glaube, da war nur ein größerer Name als Paramount dabei. Überlege mal kurz, warte mal, ich überlege weiter. Ja, genau. Schaut, dass du keine laute Tastatur hast. Das wäre sexy, wenn mein Handy nur Tasten hätte. Ich möchte so gern wieder Handys mit Tasten. Da ist so schön gegangen, dass man schreibt unterm Phone. Ich sehe da nichts außer Paramount. Das klang dir auch schon. Ja, dann kriegen wir zumindest die Checkers-Serie zum Singen, weil Paramount möchte doch wieder eine Checkers-Serie produzieren. Jetzt gerade sitzt das haarige Kind neben mir und schaut mich mit riesigen Hundeaugen an und heult. Hast du ja wieder eine mit der Zeitung, Micky, oder wie? Ja, wo ist meine Zeitung? Zeitung, Box, Fuß, irgendein Leid muss jetzt erfahren, Hund. Tja, muss ich erst noch mal jemanden nach einem Tipp fragen. Ja, schon. Peter ist auf 180 wegen unserem Podcast. Großer Gott. Seppi, hast du noch mehr? Der Mai ist so lang. Ach, die großen Sachen, was könnte ja, ich habe eigentlich mehr der angehört wie angeschaut in letzter Zeit, muss ich sagen. Auf Spotify gibt es jetzt mittlerweile ein paar gute Podcasts, Reportagen, die ganz interessant sind. Zum Beispiel The Real Bierkönig, was ziemlich interessant war. Das ist so ein True Crime Ding, wo zwei Journalisten den Mord an dem Gründer vom Bierkönig so ein bisschen aufklären möchten, weil der ist ja damals ziemlich übel umgebracht worden. Okay. Also Malle, Ballermann und so, kennt ja jeder. Ja, also ich hab doch bei ihm vom Kani. Wo ist meine Zeitung? Ich muss einen Korbi nicht geben. Ja, der hat auf alle Fälle, ist der damals ziemlich durchgestartet und hat den ganzen Ballermann so ein bisschen gestartet. Und ist dann nach ein paar Jahren mit also er ist erschossen worden, sein kleiner Bruder ist erschossen worden und seine irgendwie so Aufpasserin für seine Papageien oder sowas, wo es wahrscheinlich gemeint haben, das ist seine Frau. Und der Mord ist nie aufgeklärt worden. Und das haben sie jetzt ein bisschen so geschaut und haben da ein bisschen Wer hat denn eine Aufpasserin für Papageien? Ja, der hat, das ist ganz interessant, weil der hat dann, nachdem er ein paar Millionen geschäffelt hat mit Bierverkaufer und Malle-Partys, hat er sie irgendwie ins Papageien-Business einkauft. Und hat dann so 2.000, 3.000 Vögel oder sowas auf seiner Finca beheimatet. Und da haben sie dann auch vermutet, dass hinter dem Mord vielleicht die Papageien-Mafia steckt. Und hat sie das an. Also ganz schön verzwickt. Verdammte Papageien-Mafia. Ich hab's auch nicht gewusst, dass die gibt, aber sowas lernt man beim Bierkönig. Es gibt anscheinend zu allem irgendwelche Kartelle und so weiter. Ein Kumpel, der war jetzt in Chile unterwegs und hat dann gesagt, dass es anscheinend im Bus, so Busfahrerkartell bei denen auch gibt, da hat es ein Thema mit den Busse gegeben. Sag ich, warum gibt es für alles die Kartelle und noch irgendwas? Avocado, da gibt es ja ein Doku bei Netflix. Genau, so Avocados gibt es auch. Es gibt anscheinend nichts, zu dem es nicht irgendwie eine Mafia oder ein Kartell im Hintergrund gibt. Ich bin ja gespannt, bis bei uns das erste Mal Podcast-Kartelle anklopfen. Schutzgelder pressen. Ja, oder wir gründen mal selber eins. Ich glaube, wir machen da eher eine Folge, wo wir uns drüber beschweren, warum das Kartell nichts mit uns zum Tor haben will. Ja, genau. Mann, wir warten so förderungswert, auch wenn wir es dann mit ganz viel Zinsen zurückzahlen müssen. Keine Lust, dass uns jemand Fürs bricht. So, jetzt bin ich aber durch. Mehr habe ich nicht. Hast nix. Ich kann texten so sagen, dass ich mir das RTL Plus zeitgleich auch eine Bierkönig-Serie ausgebracht hat, die der größte Bullshit ist, das es überhaupt gibt. Aber das kann sich ja jeder selber denken, wenn es auf RTL Plus kommt. Geh weiter. Ja, dann übernehme ich jetzt einfach mal, oder? Ja, tu es, mein Freund. Tu ihm das. Ich habe ausnahmsweise mal bei die Rolex wieder mal was angeschaut. Den neuen, wie heißt der, Paul Verhoeven-Film an Benedetta habe ich gesehen. Kobi, hast du den auch gesehen?
Benedetta ist das, wo auf dem Cover diese Nonne drauf ist, die drunter nichts hat. Genau. Ja. Die hat nichts drunter. Punkt. Das ist alles, was ich an Wissen über diesen Film habe. Das wollte ich sagen. Wolleck, die Nonne hat nichts drunter. Das war mein Wolleck. Na, mein Wolleck ist nicht der Film selber an sich, sondern Dreck, diese CGI-Szenen. Ich habe schon lange nicht mehr so schlechtes CGI gesehen wie in diesem Film. Das geht schon los, am Anfang fällt so eine Statue um und da sitzt da und denkst du, was schaue ich mir da gerade an? Eine von den DC-Serien auf Prime wie Flash und Batwoman oder wir, da ist ungefähr ähnlich schlechtes CGI. Das ist irre. Am Schluss haben sie dann nochmal Schlangen und ein bisschen Feuer, sogar als Feuer einfach nur brennt, ohne dass jemand drinnen ist, haben sie es mit dem Computer gemacht und das schaut so schlecht aus. Also irre. Also wie man so schlecht, das ist immer wieder ein Wunder für mich, wie man so schlecht CGI in der heutigen Zeit noch machen kann und vor allem wieder, wie einer wieder verhöfen, warum macht der sowas? Ganz grausam. Ansonsten, den Film kann man sich mal anschauen, war nicht schlecht. Wird der Kosten, ich hab schon wieder vergessen. Der Benedetta. Du hängst da bei der Nonne, die nichts drunter hat, oder? Ja, ich bin überhaupt nicht weitergekommen gedanklich. Ich bin so festgefahren in dem Beutel, das ist unglaublich. Sehr schön. Wolleck geil, wir haben ja vorher schon mal kurz angesprochen. Wenn es ist jetzt die Folge Herz, ist der erste Part von Stranger Things Staffel 4 draußen. Und ja, also allein ist das schon ein Wolleck wert, dass die 4. Staffel kommt, aber das größte Wolleck ist die Länge der Folgen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich hab's schon mal gesehen, aber alle anderen, die es noch nicht gesehen haben, was geht ab? Jede Stunde mindestens, jede Folge mindestens eine Stunde 15, ja? Und die letzte Folge soll 2,5 Stunden dauern. Irre, finde ich geil. Die wird ja auf 2 Teile aufgesplittet, oder? Ja, genau, ich glaube bis zur Folge, was sind's, 8 Folgen? Ich glaube bis zur 7. Folge oder zur 6. Folge sind Part 1 und die letzte oder die letzten 2 eben dann kommen am 1. Juli, meine ich, dann als Part 2 raus. Aber die dauern ja, die letzten 2 Folgen dauern eh so lang wie die ersten, also ist das schon ungefähr, als wären es 2 gleich lange Teile. Ja, ich freue mich, aber ich habe schon gehört, das ist nicht die letzte Staffel, da wird es nur eine 5. geben. Soweit ich weiß, ja, ist auf alle Fälle bis Staffel 5 angesetzt. Das ist dann die Frage, wie lange werden die Folgen dauern? Keine Ahnung, aber sollen sie noch immer her, weil mir taugt es. Ich schaue mir jetzt ja gerade nochmal zum Auffrischen die 3 Staffeln an und ich find's einfach geil. Mir taugt das. Sehr geile Serie. Dreck, was regt mich auf? Fahrt's zum Tanken, möchtest du einen Zapf haben, hängst du ein und dann gibt's auch diese Hageln, dass das fixiert und dann läuft das Ding halt einfach bis vorher rein, gell? Ja. Die gingen nie. Ach, danke. Hat irgendjemand auf der Welt schon mal so einen scheiß Zapfhahn erwischt, wo der Hagel gehalten hat? Ich kann die jetzt mehr ausflippen. Dann ist das so, dass der Zapfhahn halb rausfällt beim Ausschnitzen. Halt dein Maul! Bei was für komischen Tankstellensatz ihr da? Du kriegst dann nicht mit der Zeitung, wenn du aufhörst. Das ist doch gelungen. Dann schnackelt's wieder aus, dann fällt da der scheiß Zapfhahn fast oben. Nie nicht. Im Vater bei der Tankstelle, wo ich immer tankt, so, nie. Wo? Ich schluck dir ein. Wo? Ich schluck dir ein. Richtung Regensburg. Achso, ich hab mal, das ist irgendein Spitznamen für irgendeinen Ort. Warum fährst du bis auf Regensburg zum Tanken? Ja, Regensburg ist das super, da fährt man gern hin. Okay. Zum Tanken. Benzin. Na, ansonsten auch bei jeder Jet-Tankstelle oder so, also das funktioniert immer. Du weißt schon, wo wir mir wohnen, da gibt's keine Jet-Tankstelle. Hast du das gehört? Da hat der Hund sogar was gesagt. Feste Straße oder sowas. Selten. Was ist jetzt mit dem Hund? Lass mal in Ruhe. Der glaubt euch ja nicht. Ich höre schon im Hintergrund so das Geräusch von einer zusammenrollenden Zeitung. Ja. Und die Box wird ohne geschoben, damit sie reinstecken können zum dagegen drehen. Das ist praktisch das Pendant zu der Bundeswehr, wo es da an dem Bett festgehalten wirst und mit Säcken, die mit Seife gefüllt sind, kaut lässt. Unglaublich. Sehr tierliebe Ausgabe. Das ist auf alle Fälle die Schicke an Peter. Da bin ich dabei, da sind wir dabei. Vielleicht sponsern uns die, wir suchen doch eh gerade noch Sponsoren. Stimmt, das war ein gutes Bewerbungs-Audio. Genau, nur den Ausschnitt, was heißt, du musst warten, bis der Hund schläft und dann trittst du mit dem Fuß ins Kreuz ein, damit er Angst hat. Ruhe. Können wir jetzt weitermachen ohne Hundegequäl? Ich versuch's. Weil ich hab mich noch mal aufregen müssen. Das habt ihr ja mitgekriegt, jetzt ist schon langsam Sommer, es wird wieder warm. Rumpelst ins Kaufland bei uns rein und das Kaufland hat gefühlt immer so ein gewisses Milieu an Kundschaft und leck mich am Arsch und gehst du dann ein paar Leute vorbei und dann stinkt's dann nach Schweiß, nach Schwitze und widerlich. Ich war ein bisschen ausgeflippt, dann bin ich aus dem Ding raus, dann haben wir gedacht, verdammt, wo ist die Maskenpflicht hier, wenn du es brauchst? Natürlich ist dann nimmer da. Und dann heißt es am Ende noch, ich soll mich nicht um die Hygiene von anderen Leuten kümmern. Da denke ich mir so, ja, die tanzen aber auch nicht, da musst du hin, wer denn sonst den Gottes Namen? Ist ja widerlich. Es wird Sommer, Leute, jetzt fahren wir und kaufen uns alle wieder Deos, bitte. Vielen Dank.
Ich hoffe, ihr zwei habt uns. Ja, natürlich. Ich hab sowas ähnlich so. War bei dir das Duschen nicht gerade mit Deo einspringen, Seppi? Deo ist die Dusche des kleinen Mannes, ja, stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Im Notfall geht das immer mal so über ein paar Wochen. Das ist auf jeden Fall sehr wasserschonend, also das muss man schon sagen. Auf alle Fälle. Ja. Wie gesagt, bei uns gibt's wenig Straßen, fast viel Leute. Muss man da nicht groß halten. Da wird Nachhaltigkeit noch groß bei euch, oder? Deo für die ganze Straße. Ein Roller, ein Deo-Roller. Oh, Richtig geil. Komm ich öfter vorbei, wenn sie ist. Bitte nicht. Ah, jo. Wo es auch, ich hab nicht gewusst, wie ich es einbauen soll. Eigentlich war es eine eigene Folge mittlerweile wert oder so eine eigene Kategorie. Das ist dann, machen sicher schon mehrere Leute, aber jetzt in der jungen Vergangenheit ist extrem aufgefallen. So Facebook-Kommentare vorlesen war eigentlich nicht schlecht bei uns, weil das irre ist, wie viel, ich möchte es jetzt nicht beschimpfen, aber wie viel Leute, die beschimpfenswert wären, da unterwegs sind und durchdrehen wegen Sachen, dass zum Beispiel ein Ski-Hulk gibt und es dazu eine Serie gekommen wird, oder dass was ein ganz geiler Ding war, der neue Trailer zu Thor ist ja rausgekommen. Und da sagt man Thor, Chris Hemsworth dann nochmal knockert. Toller Kommentar dann unter dem Post. Also entweder sexualisieren wir beide Geschlechter oder lassen es sein. Oder wie er geschrieben hat, lassen es ein. Wieso werden ausschließlich Männer nur noch sexy dargestellt und sind dauernd nackt? Nervte schon bei Loki und Doctor Strange 2. Wieso haben die Weiblichen dauernd nur prüde Sachen an? Hä? Was zur Hölle? Das ist schon, ich bin da auf seiner Seite. Mir geht das auch die letzten 40, 50 Jahre so auf die Nerven, dass sie nie eine Frau halbnackt sinnlos im Beutel rumwälzt. Wo sind die knappen Kostüme aus den Comics gekommen? Was soll das alles? Nur muskelbepackte, schwitzige, ölige, durchtrainierte Männer. Ich möchte Titten singen. Unsere 3 Ts müssen bedient werden. Also, ich stimme ihm vollkommen zu. Bin jetzt zu 100% auf seiner Seite. Wo war denn der in Loki nackt? War der bei, ich kann mich da nicht mehr drüber erinnern. das ist wahrscheinlich vor lauter hochschäumender Wut, weil es keine Frau war, die nackt war. Ja, offensichtlich. Es gab doch eine weibliche Version von Loki, vielleicht war die nackt. Nein, leider nicht, weil das hätte ich immer gemerkt. Ja. Und was halt auch recht geil ist, es gibt eben dann diese She-Hulk-Serie, da ist ja der erste Trailer veröffentlicht worden und die ersten Poster. Und die Figur gibt's halt einfach mal seit 1980 gibt's den She-Hulk. Und die Kommentare unter dem Poster, irre. Der reißt doch sicher das Bändchen vom OB ab und dann dreht sie durch und wird zum She-Hulk. Und was soll diese woke Scheiße? Und was haben wir da noch gehabt? Gibt's als nächstes noch Ski-Kinder, die wird doch dann sicher in der Küche die ganze Zeit wütend. Ein paar Kommentare haben wir gehabt, wo ich gesagt habe, ja, geht nicht, müssen wir weg tun, weil da ist er dann auch in krass frauenverachtend und auch in die rassistische Richtung noch gegangen, von wegen, genau, was ist dann das nächste, ein Black Hulk oder wie? Und das gucken ja dann nur Entartete. Also, Alter, du hast da Leid und Kommentare dabei. Was da ist und denkst du, ja, ich bin wieder bei dem Thema, ich möchte halt jetzt gern das Ding von Jay und seinem Bob nachmachen und die Leute, die kommentieren im Internet besuchen. Irre. Wie kann man sich so angegriffen fühlen? Wie kann man so durchdrehen wegen so einem Bullshit einfach nur? Wenn ich sage, okay, Ski-Hulk interessiert mich nicht, scheiße, wenn ich da Thema erledigt. Ich weiß nicht, was da so durchdrehen, was das ist mit Woke und und warum muss ich da dann auch noch so verachtend und rassistisch auch noch unterwegs sein? Spasti. Das ist halt tatsächlich krass, dass bei Facebook oder auch bei Twitter eigentlich diese ganzen Hasskommentare so extrem nach oben gehen. Ja. Also bei Twitter, da habe ich eigentlich lang gedacht, dass das eigentlich voll die geile Plattform ist, bis mir mal ein Kollege darauf hingewiesen hat, dass er nicht gerne auf Twitter unterwegs ist, weil da so viele Hasskommentare drin sind. Und erst seitdem ist mir das aufgefallen, dass das auch wirklich stimmt. Also bei jedem Post, der halt irgendwie, weiß ich nicht, schon 5 Kommentare hat, sind mindestens von den 5 3 Hasskommentare. Irre, ich weiß nicht, was mit dem Internet los ist. Das geht in eine ganz üble Richtung. Ja, aber auch ein guter, der einen haben wir auch noch gehabt beim Ski-Hulk-Poster. Mit anderen Worten, Dr. David Benner mit E geschrieben, hat endlich mal gefickt und die Tochter ist in der Pubertät. Ich weiß nicht, seit wann der Hulk sein alter Ego David Benner mit E heißt, weiß ich nicht. Und ja, ich weiß nicht, was der ganze Kommentar soll. Das ist ja, echt, da wollte jemand halt witzig sein. Ja, aber das ist... Schau mal, die Leute versuchen, den Film zu analysieren. Jetzt halt schon. Jetzt hörst du schon, ja. Das Ding ist noch gar nicht draußen. So die eingängigsten Witze waren eigentlich, die schaut ja aus wie Fiona von Schreck, dann lassen wir, ja okay, so eine Frau ist Krähe, lassen wir eigentlich diesen Witz, zieht's ihn durch.
Aber diese ganze andere, das ganze andere Abgehate, ohne Scheiß, was ist eigentlich mit euch alle verkehrt? Warum seid ihr, keine Ahnung, wo lebt ihr, wo seid ihr aufgewachsen? Was ist mit euch? Ich verstehe euch alle nicht. Also ich fand den Trailer gar nicht so schlecht. Ich fand den eigentlich ganz amüsant. Das CGI ist noch unterirdisch. Ich hoffe mal, dass es einfach nicht zu früh rausgekommen ist. Da hoffe ich noch ganz stark, dass nachbessert wird. Aber ansonsten hab ich sogar mit dem Trailer schon ein wenig lachen können. Ja. Da auch Schreck bekommt eine Real-Life-Adoption. Verdammt, schreibe dann richtig, wenn es die schon drüber lustig machen ist. Schreib es nicht richtig. Ach, irre. Aber das ist jetzt für mich so eine Erkenntnis gewesen, wie brunstblöd, dass die Gesellschaft eigentlich ist. Gut, die hat eigentlich seit Corona, gibt es ja diese Erkenntnis, glaube ich, schon für Fälle. Aber das ist jetzt schon wieder auf Anschlag dämlich gewesen. Unfassbar, wie mich so ich mag das Wort zwar nicht gern, aber ich muss in dem Fall fast hernehmen, wie ich mich so triggern lassen kann, davor, dass es eine weibliche Version vom Hulk gibt. Wie hat einer gestimmt, was ist das nächste? Kommt als nächstes noch eine Spider-Woman oder wie? Da sag ich, nein, die gibt nicht als nächste, gibt's einfach auch schon lang. Ach so, wusste ich nicht. Geil. Lauter Geile sind da unterwegs. Ja, aber ansonsten sage ich, ja, kann man den She-Hulk-Trailer für mich sogar als kleines Überleg mit einbauen, weil ich es geil finde, dass der Tim Roth als Abomination wieder dabei ist. Und der Frogman. Geil, Frogman, kauft's noch. Hab ich Bock drauf. Nur ein geiles Überleg und da können wir dann einmal überleiten zu unserem Steady-Account. Das hätte man nämlich, das wollten wir das letzte Mal schon machen, haben wir wieder vergessen. Es ist ja zusätzlich noch ein neuer Trailer von Thor 4 Love and Thunder rausgekommen. Gaff geil aus. Wir sehen das erste mit Christian Bale in seiner Rolle als Gore. Und ja, habe ich richtig fett Bock drauf. Und da können wir jetzt dann einmal überleiten, wie gesagt habe, auf unser Steady-Account. Es wird nämlich jetzt dann endlich für unsere 48.000 Abonnenten auf Steady-inklusive, nehmen wir es jetzt einfach mal, tolle Wortkreation, Steady-inklusive Folgen geben. Und zwar unsere komplette MCU-Reihe wird in Zukunft dann gerade noch für Abonnenten, für unsere Abonnenten veröffentlicht werden. Also geht's ab auf Steady und hört euch dann, macht's ein Abo und hört euch unsere MCU-Folgen an, weil wir natürlich dann auch zu Thor, zu She-Hulk, zu allem, jetzt wisst ihr ja immer, machen wir gerade eine MCU-Phase durch. Kriegt's extra für euch. Corby, hast du schon einen Account gemacht oder ein Abo? Ich hab 8 gemacht. Irre. Seppi hat 1 gemacht gehabt, Seppi hat mal uns gehabt, aber er hat's wieder gekündigt, weil es keine Steady-inklusiven Inhalte gegeben hat. Genau. Doch. Nö. Doch, kurz. Ja, und dann ist er aber wieder raus. Aber damit für euch jetzt aber hier mit der Hinweis, macht's ein Steady-Account, Steady-Abo, weil es wird jetzt dann exklusiven Content kriegen von uns. Oh yeah. Es gibt sogar aktuell Steady-exklusiven Content. Ja, wie viel? 2. Wie viele Minuten? Und wie viele Minuten von denen haben wirklich exklusiv auf Steady? 20 Minuten. Aha. Jetzt bist du neidisch, gell? Weißt du, was das ist? Ja, ich bin schon am Abschließen. Bin schon Abo hier getätigt. Apple TV Plus gleich wieder gekündigt, jetzt wieder hier auf Viva la Motion. Genau, wir reden nämlich über Netflix Naschmann. Genau, Netflix-exklusive Folgen gibt's jetzt dann bei uns auf dem Steady-Account. Nur für den Seppi. Yay. Bitte nur Dokus. Nein, wir werden jetzt dann erstmal jede Folge von Squid Game besprechen. Dann jede Folge von Haus des Geldes ist der nächste Scheißtrick. Hab ich beide komplett gesehen. Also Haus des Geldes wirklich alle Staffeln. Hast du gesehen? Ja. Meine Frau hat das sehr, sehr, sehr gefeiert und ich habe halt dann alles mit angeschaut. Okay. Mir ist da aber, also ganz ehrlich, mir ist da ein leichter Verfall aufgefallen, von Folge zu Folge. Ja, ungefähr so ab Folge 2 der ersten Staffel. Naja, es hat halt schon so sehr, sehr niedrig angefangen und ist dann noch ziemlich flach geworden. Ja, irre. Ist einer der wenigen Serien, die abgebrochen haben, weil es mir zu dumm war, weil es mir wirklich zu dumm war, diese Scheiße da. No. Ja, ich hab's dir schon mal gesagt, das ist so die typische Serie für Leute, die noch nicht viel in einem Leben gesehen haben. Da zündet es noch irgendwie. Aber wenn du, weiß ich nicht, schon 2, 3 Sachen in deinem Leben gesehen hast, dann wird es schwierig. Das stimmt, ja, dann flasht dich sowas natürlich, aber ja, wenn du mehr als 5 Sachen in deinem Leben gesehen hast, dann sitzt du da und denkst, was soll denn dies eigentlich? Aber also ich würde vorschlagen, dass wir bei Steady einfach Making-Offs über unsere Folgen immer rausbringen. Stellen wir uns vor, für jede Folge gibt es ein Making-Off, wo wir dann einfach am Anfang immer unsere Geräusche machen, wo wir uns dann nur mehr auskotzen. Also, ihr denkt euch jetzt gerade, okay, was heißt auskotzen? Verzeihen sie sich gegenseitig, was so scheiße war? Nein, wir wollen dann kotzen. Es wisst gar nicht, wie voll ekelhafter Schleim da vor jeder Folge nur aufverkust wird. Das ist echt richtig widerlich. Aber nur für euch, damit wir richtig zarte, engelsgleiche Stimmchen haben. Und die haben wir dann auch, oder? Ja. Zauberhaft.
Wir können auch gerne mal eine Kostprobe abgeben. Weißt du, Corby, hast du gerade ein bisschen was parat? War lecker, der alte Manner-Style. Richtig gut, richtig gut. Geile alte Männer. Ich hab mal mit so einem alten Mann geredet, der war Anwalt, habe ich aber nicht braucht, weil ich was angestellt habe, den habe ich einfach nur so geredet. Und der hat irgendwie so, ja, Kani, du musst dann müsstest du dann das, dann musst du weiter. Und das ist das ganze Gespräch so gegangen und es war fast 1,5 Stunden lang das Gespräch. Ich war nicht durch, aber warum tut man das? Tut man das, wenn man Ü40 wird, macht man das dann einfach, oder wie? Ja, da zwickt es überall ein wenig, halt, da ist überall ein bisschen mehr da drin, wie eine soll. Das muss raus sein. Irre. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn ich das auch machen kann. Ich trainiere es jetzt einmal schon fleißiger wegen. Machst du das einfach jetzt? Sollen wir mal so eine Folge im alten Mannersteil aufnehmen? Ja, schon. Steady exklusiv. Nur für euch. Trinken wir dann noch ein lauwarmes Bier dazu? Ja, schön, weil vom kalten Eisaufen kriege ich Halsweh. Das mach ich. Tu mir ein Bier aus, geh aber nie vom Kühlschrank, so kalt mag ich es nicht, heißt. Grüßer Gott. Sollen wir mich vielleicht aufhören? Wieso? Jetzt, wo es so richtig interessant wird. Ja, das wird aber dann Steady exklusiv. Ja, genau, jetzt kommt der Cut, oder? Das andere nur für zahlende Kundschaft. Sehr schön, so machen wir das. Passt, dann, Corby, moderier ab. Meine lieben Damen und Herren, Sie hörten die letzte Folge der Warlex, und zwar die letzte Folge aus Mai 2022. Natürlich ist es nicht die letzte Folge, sondern es geht noch weiter. Ich habe mich einfach nur versprochen, aber der Ton stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus.